Kids Hörspiel. Kids Hörspiel. Dein Podcast. Yamashita, komm her zu uns! Er trottet gerade auf den Pausenplatz. Kawabe winkt ihm wie wild zu. Pummel, hier! Er hat uns gesehen. Hallo Kiyama, hallo Kawabe, sagt Yamashita, als er näher kommt. Macht Kawabe nur. Durch seine dicken Brillengläser mustert er Yamashita eingehend. Auch ich schaue ihn mir an. Hat Yamashita sich verändert? Sieht er irgendwie anders aus? Traurig? Seit 4 Tagen ist er nicht in der Schule gewesen. In der Klasse wurde gemunkelt, er sei zur Beerdigung seiner Großmutter gefahren. Kommt, gehen wir rein, sage ich. Kawabe bewegt sich nicht. Deine Großmutter ist gestorben, oder? Fragt er direkt. Yamashita zuckt mit den Schultern. Ja? Und? Macht Kawabe mit hochgezogenen Brauen. Findest du nicht, dass er ein bisschen bleich aussieht? Flüstert er mir zu. Jetzt lass mich doch, schimpft Yamashita. Mir kommt Yamashita eigentlich unverändert vor. Zumindest fast. Wie immer schafft er im Turnen den Felgaufschwung nicht. Im Japanischunterricht kann er die Kanji, die chinesischen Schriftzeichen, nicht lesen. Nein. Und beim Experimentieren in Physik fällt ihm ein Reagenzglas auf den Boden. Aber dann will er beim Mittagessen keine zweite Portion. Dabei gibt es sein Lieblingsessen, gebratene Nudeln. Er stochert nur auf seinem Teller rum und antwortet einsilbig. Ja. Nach der Schule holen wir uns im Burgerladen an der Ecke Joghurtdrinks und setzen uns auf eine Parkbank. Die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für die private Mittelschule hat begonnen. Als Belohnung für die zusätzliche Lernerei gönnen wir uns jetzt ab und zu etwas Gutes. Ich werde richtig nervös, wenn ich darüber nachdenke, ob ich es auf eine der angesehenen Privatschulen schaffe oder nicht. Was meint ihr? Sind wir gut genug auf die Prüfungen vorbereitet? Yamashita zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung. Er will überhaupt nicht an eine private Mittelschule. Aber seine Mutter meint, dass er so mal einen gut bezahlten Beruf erlernen kann. Und bei dir, Kawabe? Er hat mir überhaupt nicht zugehört. Stattdessen wendet er sich jetzt an Yamashita. Also, wie war's? Was meinst du? Du weißt schon, die Beerdigung. Es war stinklangweilig. Der Priester hat seine Sutren runtergeleiert, die Männer haben Sake getrunken und die Frauen sind ihren Kindern nachgerannt. Die waren alle jünger als ich und haben trotzdem Pummel zu mir gesagt. Kawabe lacht. Passt eben. Die Trauerfeier ist nichts Besonderes, aber... Kawabe wird ernst. Hast du die Leiche gesehen? Yamashita muss schlucken. Alle stehen um den geöffneten Sarg und man wirft Blumen rein. Und dann? Was kommt dann? Kawabe zittert vor Ungeduld. Seine Brille wackelt gefährlich auf seiner Nase. Ich habe eine Chrysantheme in den Sarg geworfen. Und dann? Was und dann? Frage ich jetzt. Beim Runterfallen sind die Blütenblätter abgegangen und eins ist auf das Gesicht von meiner Oma gesegelt. Genau auf ihre Nase. Was? Ich wollte es wegnehmen. Kreischt Kawabe. Aber ich konnte vor Angst meine Hand nicht ausstrecken. Und dann hat ein Mann den Sarg zugemacht. Bong, 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 hat er ihn zugenagelt. Wir starren Yamashita entsetzt an. Nach einer langen Weile sagt Kawabe: Und? Das war alles? Gehen wir. Er wirft den leeren Becher in einen Mülleimer. Was gibt es denn Wichtiges? Warum sollten wir herkommen?
frage ich, als wir uns ein paar Tage später nach der Schule vor Kawabes Wohnsiedlung treffen. Kawabe ist aufgeregt. Er zappelt rum. Ein paar Straßen weiter gibt es ein altes Holzhaus. Ein alter Mann wohnt ganz allein dort. Kawabe sieht uns erwartungsvoll an. Yamashita und ich begreifen nicht. Und? Ich habe gehört, wie meine Mutter mit 2 Nachbarinnen geredet hat. Sie haben gesagt, dass der alte Mann vielleicht bald stirbt. Ja, und? Kiyama, du hast noch nie einen Toten gesehen, oder? Nein, antworte ich. Ich auch nicht. Na und? Also! Kawabes Augen glänzen. Ich kriege Angst. Was glaubst du, was passiert, wenn ein Mensch eines Tages plötzlich stirbt? Du meinst, wenn jemand tot ist? Ich meine, was passiert, wenn jemand in der einen Sekunde lebt und in der anderen nicht mehr? Das muss untersucht werden. Was? Der Moment, in dem der Alte stirbt. Und von wem? Na, von uns! Ich muss nach Hause, schreit Yamashita. Kawabe packt ihn blitzschnell am Arm. Du musst dabei sein. Nein, 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 nur du hast schon mal einen Toten gesehen. Yamashita zappelt in Kawabes Griff. Bist du verrückt? Sage ich. Wir sind doch keine Aasgeier, die um ein sterbendes Tier kreisen. Kawabe lässt Yamashita los. Plötzlich ist er niedergeschlagen. Ich kann nicht mehr schlafen. Immer träume ich von Yamashitas toter Großmutter. Ich stöhne. Auch ich habe Albträume, seit Yamashita von der Beerdigung erzählt hat. In letzter Zeit muss ich immer an solche Dinge denken, die mit dem Tod zu tun haben. Wann ich sterben werde. Oder was ist, wenn ich tot bin, erklärt Kawabe. Ich auch, sagt Yamashita. Also gut, sage ich. Was heißt also gut? Ich weiche Yamashitas Blick aus. Aber nur, wenn wir den alten Mann nicht belästigen. Was? Schreit Yamashita. Hurra! Jubelt Kawabe. 2 gegen 1, 2 gegen 1. Hurra! Wir kauern unter einem Regenschirm, hinter der Betonmauer, die um das Grundstück des alten Mannes geht. Obwohl es Juli ist, ist es kühl und es regnet die ganze Zeit. Kawabe stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut über die Mauer zum Haus des Alten. Hausfassade bröckelig, Schiebetür kaputt, der Garten verwahrlost. Hast du das? Kawabe bückt sich und guckt über meine Schulter in das Notizheft, in das ich alles aufschreibe. Schiebetür kaputt, Garten verwahrlost. Der Fernseher läuft. Der hockt sicher auf dem Sofa. Er lebt noch, teilt Kawabe uns mit. Zum Spionieren braucht man Geduld, Kawabe. Genau, stimmt Yamashita mir zu. Das weiß ich. Mein Vater war ja Detektiv, sagt Kawabe. Echt? Wow. Yamashita ist beeindruckt. Ja, er hat sogar einen Mordfall aufgeklärt, den die Polizei nicht lösen konnte. Yamashita hört staunend zu, während Kawabe eine wilde Geschichte erzählt. Erinnerst du dich an die Messerstecherei im Friseursalon? Nein? Egal. Mein Vater hat jedenfalls den Fall gelöst. Oh, mit einer Schallplatte. Mit einer Schallplatte? Ja, das war nämlich so. Mein Vater ist in der Nacht nochmal allein in den Friseursalon gegangen. Der Salon war ganz leer. Überall war Blut. Da war eine Schallplatte auf dem Plattenspieler. Mein Vater hat ihn angemacht. Kawabe hat gar keinen Vater. Ich habe gehört, er sei gestorben, als Kawabe noch ein Baby war. Er erzählt immer wieder eine andere Geschichte über ihn. Mal war er angeblich Baseballspieler, mal Schriftsteller, mal Pilot. Die meisten Leute finden seine Geschichten spannend, vergessen sie aber gleich wieder. Darum hat er auch noch nie Ärger wegen einem seiner Märchen gekriegt. Nur einmal in der Schule. Kawabe und der Fiesling Sugita wollten beide die Hauptrolle im Schultheaterstück haben. Kawabe erzählte lauthals, dass sein Vater Schauspieler sei. Aber Sugita hatte aufgepasst. War dein Vater nicht letzte Woche Pilot? Fragte er und die ganze Klasse lachte.
Kawabes wütendes Gesicht kann ich bis heute nicht vergessen. Er wollte sich auf Sugita stürzen. Ich hielt ihn fest. Lass ihn! Das bereue ich immer noch. Ich denke, ich hätte lieber helfen sollen, diesen fiesen Sugita zu verprügeln. Irgendwie sind Kawabe und ich damals Freunde geworden. Bald kam auch Yamashita dazu. So wurden wir ein Trio. Kawabe mit der Brille, der dicke Yamashita, den wir auch Pummel nennen, und ich, Kiyama, lang, dünn und still. Dein Vater ist Detektiv. Das ist ja cool, murmelt Yamashita verträumt. Also dann, Kawabe guckt mich an. Machen wir einen Zeitplan. Schreib auf. Von Montag bis Freitag spionieren wir nach der Schule. Und was ist mit dem Fußballtraining? Wendet Yamashita ein. Du bist ja eh nur Torwart. Am Samstag, diktiert Kawabe weiter, da muss ich im Fischgeschäft von meinen Eltern helfen, unterbricht ihn Yamashita. Gut, du kriegst am Samstag frei. Kiyama und ich kommen her. Yamashita schaut über die Mauer und seufzt. Der Alte hat's gut. Der kann die ganze Zeit Fernsehen. Ich darf nur 1,5 Stunden am Tag. Plötzlich fällt Kawabe etwas ein. Vielleicht ist der Alte vor dem Fernseher gestorben und sitzt tot auf dem Sofa. Was? Zu dritt schauen wir angestrengt zum Haus hinüber. Yamashita, was denkst du? Frage ich. Glaubst du, er ist schon tot? Sag schon, Pummel, drängelt Kawabe. Ich weiß nicht. Aber was? Nach einer Weile fängt eine Leiche an zu stinken. Kreischt Kawabe. Ich rieche etwas. Es stinkt. Ich habe schon vorher gedacht, dass es hier stinkt. Er hat recht. Jetzt rieche ich es auch. Säuerlich und stechend. Gehen wir lieber heim, sagt Yamashita zaghaft. Nein, wir gehen zum Haus und gucken durchs Fenster, entscheidet Kawabe. Auf Zehenspitzen schleichen wir um die Ecke. Leise. Gerade nähern wir uns einem Fenster, als knarrend die Haustür aufgeht. Lauft! Brüllt Kawabe. Wartet auf mich! Habt ihr was gesehen? Keucht Kawabe. Wir sind auf dem Platz vor seiner Wohnsiedlung angekommen. Yamashita schüttelt den Kopf. Aber ich. Was? Ein Haufen Abfallsäcke steht vor der Haustür. Die stinken. Morgen gehen wir wieder hin, sagt Kawabe entschlossen. Schon seit einer Woche spionieren wir jetzt bei dem alten Mann. Er scheint noch ziemlich lebendig. Regelmäßig geht er in den Supermarkt, sonst guckt er fern. Da ist er! Wir ducken uns hinter die Gartenmauer. Vorsichtig blinzelt Kawabe über den Rand. Jetzt biegt er auf die Straße ein. Kommt, wir folgen ihm. Er geht doch sowieso zum Supermarkt. Warum warten wir nicht einfach dort auf ihn, will Yamashita wissen. Richtige Detektive nehmen die Verfolgung auf. Das weiß ich, weil mein... Ist ja gut, unterbreche ich ihn. Wir verstecken uns hinter Straßenlaternen, Bäumen und einem Getränkeautomat. Kommt, er ist schon an der Kreuzung. Da plötzlich dreht der Alte sich um. Macht Yamashita. Kawabe und ich hechten hinter ein abgestelltes Auto. Yamashita rennt vor Schreck gegen eine Straßenlaterne. Autsch! Au! Au! Der Alte verzieht grimmig sein Gesicht. Dann geht er weiter. Dummkopf, jetzt bist du entlarvt, zischt Kawabe wütend. Jetzt musst du dich maskieren. Was? Kawabe zieht ein Plastiketui aus seinem Rucksack. Darin ist etwas Schwarzes und eine Leimtube. Das ist ein falscher Schnauz. Kleb ihn an. Nein! Yamashita wehrt sich, während Kawabe versucht, ihm den Schnauz ins Gesicht zu drücken. Hört auf, dränge ich mich dazwischen. Ein Sechstklässler mit Schnauz fällt erst recht auf. Kommt lieber schnell mit, der ist sicher schon im Supermarkt. Wir rennen los. Doch im Supermarkt ist der Alte nicht. Hast du ihn gefunden? Ich schüttle den Kopf. Im Supermarkt ist er sicher nicht. Alles abgesucht.
sagt Kawabe. Er ist uns tatsächlich entwischt. Wo kann der bloß stecken? Yamashita zuckt ratlos mit den Schultern. Aber jetzt muss ich heim, erklärt Yamashita. Es wird ja schon dunkel. Den ganzen Weg über schweigen wir. Doch als wir beim Haus des Alten vorbeikommen, schreit Kawabe plötzlich: Hey, da brennt Licht! Was? Er ist daheim? Und wir haben ihn wie verrückt gesucht, murmelt Yamashita und lässt sich erschöpft auf den Boden plumpsen. Wir sind echt blöd. Es ist der letzte Samstag vor den Sommerferien. Heute stehen nur Kawabe und ich an der Mauer vor dem Haus des Alten. Yamashita muss im Fischgeschäft seiner Eltern helfen. Kawabe ist niedergeschlagen. Als er gestern so spät nach Hause gekommen ist, hat er eine Ohrfeige von seiner Mutter bekommen. Meine Mutter hat nichts zu mir gesagt. Sie ist beim Essen wie üblich schweigend neben mir gesessen und hat mir zugesehen. Vielleicht hat sie noch ein bisschen mehr Wein getrunken als sonst. Aber gesagt hat sie nichts. Und mein Vater kommt sowieso immer erst sehr spät heim. Wir spähen schweigend zum Haus des Alten. Hallo, zischt jemand hinter mir. Es ist Yamashita, der völlig durchgeschwitzt ist. Anscheinend ist er die ganze Strecke zu uns gerannt. Vernachlässigst du etwa deine familiären Pflichten? Fragt Kawabe streng. Ich hab was mitgebracht. Yamashita streckt uns ein mit Zeitungspapier umwickeltes Päckchen hin. Was ist das denn? Haha! Stolz wickelt er das Zeitungspapier ab. Sashimi. Auf dem Plastikteller liegen Thunfisch und Tintenfischscheiben und Seeigeleier, hübsch mit Rettichstreifen garniert. Ich hab gedacht, wir könnten dem alten Mann was zu essen bringen. Du bist ein Genie, ruft Kawabe. Du hast recht, sonst stirbt der nie. Hä? Der Fisch ist doch vergiftet, oder? Spinnst du? Was? Nicht vergiftet. Ich dachte, der Alte könnte auch mal Sashimi essen. Willst du ihn etwa noch aufpäppeln? Eine Weile lang ist es still. Und wie willst du ihm das Sashimi geben? Wir stellen den Teller vor die Tür, klopfen und verstecken uns. Also, dann mach. Ich? Allein? Yamashita schaut zu mir. Ich glaube auch, so fällt es weniger auf, sage ich. Na gut. Yamashita schleicht in den Garten und stellt den Teller auf den Trittstein vor der Haustür. Dann streckt er die Hand aus und klopft mit angehaltenem Atem. Ich höre ihn, er kommt! Wir rasen davon und verstecken uns hinter einem parkierten Auto. Der alte Mann öffnet die Tür und blickt sich um. Dann hebt er den Teller auf und geht wieder ins Haus. Seit die Sommerferien begonnen haben, gehen wir jeden Morgen zum Fußballtraining. Denn bald ist unser Fußballlager und unser Trainer hat uns gewarnt. Wenn wir nicht zum Training kommen, dürfen wir nicht mit. Es ist jetzt richtig heiß. Auf dem Weg zum Fußballplatz komme ich am Haus des alten Mannes vorbei. Zum ersten Mal sehe ich es am Morgen. Der Fernseher ist noch nicht an. Und niemand ist zu sehen. Wahrscheinlich schläft der Alte noch. Die Abfallsäcke stinken bei dieser Hitze noch mehr. Kurz entschlossen gehe ich zur Haustür und fange an, die Müllbeutel einzusammeln. Eine streunende Katze hat die Verpackungen der Fertiggerichte aus einem Abfallsack gefischt und leckt gierig daran. Weg, weg mit dir! Hey, Kiyama, was machst du da? Höre ich es hinter mir rufen. Es sind Kawabe und Yamashita. Ich will den Abfall raustragen. Bist du verrückt? Komm schnell wieder raus! Helft mir lieber. Wir stellen die Abfallsäcke an die Straße. Heute kommt doch die Müllabfuhr. Ich schaff das nicht allein. Und warum sollten wir das machen? Weil der Müll so stinkt und wir hier spionieren. Ja, aber kommt schon! Kopfschüttelnd kommen die beiden zu mir in den Garten geschlurft. Pass doch auf, Kawabe! Du bist dir auf die Pfote getreten. Wie das stinkt! Kawabe verzieht das Gesicht.
Das ist wohl der Preis dafür, dass wir bei ihm spionieren dürfen, meint Yamashita. Also, jetzt kommt schon. Das Schwer. Was macht ihr denn da? Der alte Mann steht vor uns, in Unterhemd und Unterhose. Vor Schreck sind wir wie gelähmt. Was ihr hier macht, habe ich gefragt. Wir dachten, wir könnten den Abfall rausbringen, stottere ich. Lügner! Haut ab! Schreit der alte Mann. Wir helfen Ihnen und Sie nennen uns Lügner? Kawabe ist wütend. Schon fängt er an zu zittern. Aber der Alte ist jetzt so richtig in Fahrt gekommen. Verschwindet, Saubande! Eure Eltern sollten sich mehr um euch kümmern! Kawabes Zittern wird stärker. Oh je, denke ich. Und schon legt Kawabe los. Mein Vater war Feuerwehrmann. Er wollte noch Leute retten aus einem brennenden Haus. Und dabei ist er gestorben. Er war sehr, sehr mutig. Hau ab! Der alte Mann knallt Kawabe die Tür vor der Nase zu. Hey, warten Sie! Hören Sie mir gefälligst zu! Wissen Sie was? Wir haben Sie beobachtet, weil Sie bald sterben. Ich will sehen, wie Sie abkratzen. Oh nein. Mit aller Kraft zerren Yamashita und ich den tobenden Kawabe vom Haus weg. Den Abfall lassen wir liegen. Lasst mich los! Ist es heiß. Lasst uns schwimmen gehen, schlägt Yamashita nach dem Fußballtraining vor. Wir sitzen im Park und schlürfen Joghurtdrinks. Gute Idee, finde ich. Du kommst doch auch mit, Kawabe. Heute nicht. Kawabe klingt niedergeschlagen. Es ist vielleicht besser, wenn wir mit Spionieren aufhören, sagt Yamashita vorsichtig. Kawabe sagt nichts. Er steht mit düsterem Blick auf. Oh oh, denke ich. Wo willst du hin? Kawabe sagt immer noch nichts, sondern geht einfach los. Hey, der geht bestimmt zum alten Mann. Yamashita sieht mich unsicher an. Los, komm, rufe ich. Wer weiß, was Kawabe anstellt, wenn wir ihn alleine lassen. Yamashita und ich rennen hinter Kawabe her. Und wieder stehen wir vor dem Haus des Alten. Aber wir verstecken uns nicht mehr. Der Alte weiß jetzt sowieso, dass wir da sind. Habt ihr gemerkt, sage ich und blicke vom Notizheft auf, er kauft jetzt auch Gemüse und Früchte ein. Sogar Fisch. Weil mein Sashimi so fein war, meint Yamashita. Aber den Fisch soll er gefälligst in unserem Geschäft kaufen. Achtung, zischt Kawabe. Die Tür geht auf. Der alte Mann kommt raus und fängt an, den Garten aufzuräumen. Der ist aber motiviert, staunt Yamashita. Früher hat er nur ferngesehen wie eine lebende Leiche. Was ist denn plötzlich los mit ihm? Er will es uns zeigen, erklärt Kawabe. Weil wir ihn beobachten, rafft er sich noch mal auf. Es stimmt. Man strengt sich mehr an, wenn man beobachtet wird. Ich komme zum Beispiel mit meinen Hausaufgaben überhaupt nicht voran, wenn ich allein in meinem Zimmer sitze. Aber in der Küche kann ich mich voll konzentrieren, wenn meine Mutter kocht. In letzter Zeit bleibe ich aber trotzdem lieber in meinem Zimmer. Wenn ich mit meiner Mutter in der Küche bin, trinkt sie oft Alkohol. Und ich will das nicht sehen. Was treibt ihr denn hier? Tönt es plötzlich von hinten. Als wir uns umdrehen, stehen Sugita und Matsushita vor uns. Ihr hängt ständig vor diesem Haus rum. Was gibt's denn hier Tolles? Geht euch gar nichts an. Ach ja, erwidert Sugita. Meine Mutter kauft bei euch Fisch ein. Pummel? Na und? Ich werde ihr sagen, dass sie deine Eltern mal fragen soll, warum ihr Sohn ständig in ein fremdes Haus glotzt. Yamashita wird bleich. Das ist voll das Letzte, schiebt Sugita hinterher. Das Letzte, wiederholt Matsushita. Das ist Verletzung der Privatsphäre. Genau. Hey, was macht ihr da? Ertönt plötzlich die Stimme des alten Mannes. Als wir uns umdrehen, sehen wir ihn mit einer Schüssel voller nasser Wäsche im Garten stehen. Ah, ein paar neue Gesichter. Wollt ihr auch helfen? Jetzt wird Wäsche aufgehängt.
Einen Moment lang bin ich fassungslos. Sugita und Matsushita beobachten uns gespannt. Dann rufe ich »Okay« und gehe entschlossen in den Garten. Yamashita und Kawabe folgen mir. Sugita und Matsushita blicken uns erstaunt nach und gehen dann kopfschüttelnd weiter. Tja. Na dann, sagt der Alte, du bist der Längste. Er drückt mir das Seil in die Hand. Binde es am Baum fest, dort drüben. Ich steige auf den untersten Ast des Duftblütenbaums und versuche, das Seil um den Stamm zu binden. Es ist schwierig. Das Seil schneidet mir in die Hände. Der alte Mann holt einen Hocker aus dem Haus, stellt sich darauf und wickelt das andere Ende des Seils um ein Metallteil, mit dem die Dachrinne am Haus befestigt ist. Dann gibt er Yamashita die Schüssel mit der Wäsche Du das? und Kawabe einen Korb mit Wäscheklammern. Du nimmst das. Yamashita hält die Schüssel, ich fische die Wäsche heraus und hänge sie über das Seil und Kawabe macht sie mit Wäscheklammern fest. Dort, wo das Seil für Kawabe zu hoch ist, übernehme ich seinen Teil. Nicht so. Du musst die Falten glatt streichen. Meckert Kawabe und zieht mit gekonnten Griffen an der Wäsche, die ich aufgehängt habe. Hast du vorhin die Gesichter von Sugita und Matsushita gesehen? Flüstert er mir zu. Na klar, die waren sprachlos, als wir reingegangen sind. Du machst es gut, du mit der Brille, sagt der alte Mann. Er hat sich inzwischen auf die Veranda gesetzt. Auch wenn du ein Hitzkopf bist, Wäsche aufhängen kannst du. Kawabe knurrt mürrisch, aber wirklich verärgert scheint er nicht zu sein. Wäsche aufhängen ist zu Hause meine Aufgabe, flüstert er mir zu. Schließlich hängen 3 Frotteehandtücher, 4 ausgeleierte Unterhemden, 5 halblange Unterhosen mit lapprigen Gummibändern, 2 Paar dicke, fusselige Socken, eine Hose, 2 Leintücher, ein Kissenbezug und ein Bettbezug auf der Leine. Wunderbar. Der alte Mann freut sich über die im Wind flatternde Wäsche. Ich habe alles gewaschen, was ich habe. Also, gehen wir, sagt Kawabe. Moment, da ist noch was, ruft der alte Mann fröhlich. Er kommt in den Garten und gibt Kawabe einen vollen Plastiksack vom Supermarkt. Was da wohl drin ist? Etwas für uns? Abfall. Den könnt ihr rüber zu den anderen Säcken an die Hauswand stellen. Sie sind wohl übergeschnappt. Yamashita zerrt an Kawabes Ärmel. Sugita, er ist wieder da. Echt? Hab ihn gerade gesehen. Mürrisch nimmt Kawabe die Tüte an sich und bringt sie zum restlichen Abfall. Morgen ist Freitag. Dann kommt die Müllabfuhr, sagt der alte Mann. Was geht uns das an? Brüllt Kawabe und stapft wütend davon. Am nächsten Morgen vor dem Fußballtraining sind wir wieder bei dem alten Mann und tragen den ganzen Abfall weg. Der Alte schläft noch. Griesgrämig schaut Kawabe zum Haus. Die Tür ist zu. Wir schleichen zur Veranda, um in die Wohnung spähen zu können. Guck mal, da, ruft Yamashita. Kawabe und ich zucken zusammen. Ist er tot? Liegt er in der Wohnung? Nein, an der Schiebetür klebt ein Zettel. Der Garten muss gejätet werden. Eimer und Rechen sind im Gartenhäuschen. Am Nachmittag stehen wir im Garten und jäten Unkraut. Der alte Mann sitzt mit einem Tuch auf dem Kopf auf der Veranda und blättert in einer Zeitung. Ab und zu schaut er auf und gibt uns Anweisungen. Fest zupacken. Immer mit Samt der Wurzel ausreißen. Arbeitet ordentlich. Es ist so heiß, klagt Yamashita. Psst, herrscht ihn Kawabe an. Wir haben ein Ziel. Vergiss das nicht. Bei der Hitze dauert es sicher nicht mehr lang, bis er stirbt. Hey, Kiyama! Als ich mich umdrehe, sehe ich Tajima und Sakai, 2 Mädchen aus unserer Klasse. Hallo! Sie winken zu uns rüber. Hallo, stottere ich.
Wir haben gehört, ihr helft einem alten Mann bei der Hausarbeit. Das ist toll. Yamashita grinst breit und seine Backen werden noch roter. Meine Mutter hat gesagt, wir sollen auch helfen. Sakai blinzelt mich an. Und obwohl ich Tajima lieber mag, werden meine Ohren heiß wie Feuer. Ich sammle all meinen Mut und will gerade sagen, kommt doch herein. Da höre ich Kawabe. Tut uns leid, aber wir wollen das alleine erledigen. Haben wir so abgemacht. Oh. Na dann, viel Erfolg. Die Mädchen lächeln und winken. Dann sind sie fort. Eure grinsenden Gesichter. Nicht zum Aushalten, spottet Kawabe. Am späten Nachmittag sind wir mit Jäten fertig. Geschafft! Jubelt Yamashita. Wir sind richtig zufrieden mit uns. Schneide sie an. Der alte Mann hat eine große Wassermelone aus dem Haus gebracht. Auf der Veranda liegen ein Küchenmesser und ein Schneidebrett. Der alte Mann klopft mit der Handfläche leicht auf die Wassermelone und sagt: Ah, schön reif. Wie kann man denn wissen, wie sie innen ist, wenn man außen drauf haut? Wundert sich Kawabe. Yamashita klopft auf seinen Kopf, so wie es der alte Mann mit der Wassermelone getan hat. Au! Ist was drin? Hey, was soll das? Beschwert sich Kawabe und will Yamashita auch auf den Kopf hauen. Aber Yamashita schützt seinen Kopf mit beiden Händen und lacht sich kaputt. Kawabe wirft sich auf ihn. Tut nicht so kindisch, rufe ich und bekomme schon eine Ohrfeige von Kawabe. Au! Jetzt sind wir quitt. Hä? Yamashita lacht noch lauter. Dafür bekommt er jetzt von mir eine Kopfnuss. Aua! Hört sofort auf. Der alte Mann ist genervt. Geht nach Hause. Kawabe richtet sich auf. Nein, erst will ich ein Stück Wassermelone. Du frecher Bengel. Also dann, schneide sie an. Ich kann das nicht. Wieso nicht? Weil ich das noch nie gemacht habe. Du hast noch nie eine Wassermelone angeschnitten? Versuch's doch einfach, ermutigt ihn Yamashita. Doch dann sieht er das Küchenmesser und ruft: Oh je, bin gleich wieder da. Etwa 10 Minuten später kommt er zurück und ist ganz außer Puste. In der Hand hält er etwas, das aussieht wie ein übergroßer Reibstein fürs Pinselschreiben. Der Alte lächelt. Am besten am Waschbecken in der Küche, sagt er. Yamashita schnappt sich das Messer und wir folgen ihm in die Küche. Am Waschbecken macht er das eckige, steinartige Ding nass und fängt an, das Messer daran zu reiben. Du schärfst das Küchenmesser, staunt Kawabe. Das machst du aber gut, lobt der alte Mann. Meine Eltern haben einen Fischladen. Da braucht es scharfe Messer, erklärt Yamashita. Willst du auch Fischhändler werden? Ich weiß nicht. Meine Mutter sagt immer, dass es nicht viel einbringt, wenn man nur so einen kleinen Fischladen hat wie mein Vater. Deshalb soll ich auf eine höhere Schule gehen und einen angesehenen Beruf lernen. Er wendet das Messer, nimmt es in die andere Hand und schärft es weiter. Ich finde den Beruf meines Vaters nicht so schlecht. Nachdem er das gesagt hat, legt er seinen Daumen auf die Schneide und streicht sanft darüber, um die Schärfe zu prüfen. Pass auf, schreit Kawabe. Keine Sorge, lacht Yamashita. So selbstbewusst habe ich ihn noch nie gesehen. So, das reicht, sagt er und dreht sich zur Veranda. Sobald Kawabe das Küchenmesser ansetzt, zerfällt die Wassermelone in 2 Hälften. Sie ist schön reif, sagt der alte Mann zufrieden. Schmeckt's? Und wie? Oh, Yamashita schaut zum Himmel hinauf. Es regnet. Auf der trockenen, fast grauen Erde erscheint ein dunkler Fleck neben dem anderen. Die Flecken verbreiten sich schnell über den ganzen Garten. Im nächsten Frühling säen wir hier Blumensamen aus. Die Stimme des alten Mannes durchdringt das Regengeräusch. Vielleicht Kosmeen. Wir müssen doch nicht so lange warten. Machen wir es lieber morgen, sagt Kawabe.
Im Sommer sät man nicht, habe ich gehört, meint Yamashita. Ist doch egal. Die Samen können doch unter der Erde warten. Finde ich auch. Machen wir es morgen, stimme ich zu. Der alte Mann ist verblüfft. So viele? Mit einer Schüssel voll Blumensamen stehen wir bei ihm im Garten. Woher habt ihr denn die? Na, geklaut? Sagt Kawabe und grinst. Dabei haben wir sie in einem Samengeschäft gekauft und dafür unser ganzes Geld fürs Mittagessen ausgegeben. Legen wir los. Jeder von uns nimmt eine Handvoll Samen, während sich der alte Mann in den Liegestuhl auf der Veranda setzt. Wir versuchen, die Samen möglichst gleichmäßig über der Erde auszustreuen. Als wir fertig sind, steht der alte Mann auf. Die Samen brauchen Wasser. Er verschwindet im Haus und kommt mit einem Wasserschlauch zurück. Er gibt ihn mir und deutet mit den Augen auf Kawabe, der mit dem Rücken zu uns im Garten steht. Yamashita kichert. Er geht in die Küche zum Wasserhahn, an dem der Schlauch festgemacht ist. Okay, ruft er mir mit leiser Stimme zu. Ich ziele und Yamashita dreht den Wasserhahn auf. Kalt! Hört auf! Brüllt Kawabe. Stopp! Aufhören! Hey, hört auf! Er springt im Garten herum, um dem Wasserstrahl zu entkommen. Yamashita, ich und der Alte lachen uns kaputt. Oh, wie schön, ruft Yamashita auf einmal. Ein Regenbogen. Oh. Die Wassertropfen brechen das Licht. Bewundernd halten wir alle einen Moment lang inne. Wow. Schön. Oh. Die 7 Farben des Lichts. Sie sind sonst nicht sichtbar. Auch wenn sie im Licht immer vorhanden sind, bleiben sie normalerweise doch verborgen. Nur wenn die Sonne im richtigen Winkel auf die Wassertropfen trifft, kommen die Farben zum Vorschein. Vielleicht gibt es in dieser Welt noch viel mehr Verborgenes und Unsichtbares. Als ich früher einmal in einem Buch gelesen habe, dass ein Mensch während seines Lebens 600 bis 800 Millionen Mal atmet, fing ich an, meine Atemzüge zu zählen. 1, 2, 3, 4. Wie oft habe ich mit meinen 12 Jahren schon geatmet? Wie viele Male wird das noch geschehen? Irgendwann ist plötzlich Schluss, so als ob man etwas abschneidet. Und was ist danach? Ein Mann hat mir einmal erzählt, tot zu sein bedeutet, dass man nicht mehr atmet. Jetzt bin ich mir sicher, dass das nicht stimmt. Leben heißt nicht nur, dass man atmet. Auf gar keinen Fall. Am nächsten Tag beginnen wir gemeinsam mit dem alten Mann, das Haus zu renovieren. Die losen Bretter an der Außenwand nageln wir fest. Die von der Sonne ausgetrockneten, rauen Fensterrahmen schleifen wir erst mit Sandpapier ab, dann streichen wir sie mit Ölfarbe. Jetzt mit dem Pinsel. Durchziehen, ja. Der alte Mann zeigt uns, wie man Ölfarbe verdünnt, wie man Pinsel benutzt und wie man sägt. Gut, Yamashita. Sehr gut. Schön, Ich erkenne mein eigenes Haus nicht mehr. staunt der Alte, als wir fertig sind, Früher hätte man nicht gedacht, dass hier überhaupt jemand wohnt. sagt Kawabe. Ich habe mich lange nicht um das Haus gekümmert. Aber man muss sein Leben doch nutzen. Das muss man. Nickt der alte Mann bekräftigend, als ob er in seinem Alter zum ersten Mal davon überzeugt wäre. Warst du schon mal verheiratet? Fragt Kawabe plötzlich. Wir duzen den alten Mann inzwischen. Ich glaube, ja. Was ist aus deiner Frau geworden? Ist sie gestorben? Hast du dich scheiden lassen? So ähnlich. Und warum?
Habe ich vergessen. Hast du nochmal geheiratet? Nein, Warum nicht? was weiß ich. Wie hieß deine Frau? Schon vergessen. War sie schön? Auch vergessen. Hast du Kinder gehabt? Nein. Das ist komisch. Was? Mein Vater hat sogar 2-mal geheiratet und hat aus jeder Ehe ein Kind. Das ist gut. Das ist gar nicht gut. Kawabe spitzt seinen Mund und denkt nach. Wenn du ein Kind gehabt hättest, hätte mein Vater vielleicht nicht 2-mal geheiratet. Red keinen Unsinn. Ich meine nur, es wäre möglich, dass die 2 Dinge irgendwie zusammenhängen. Ich verstehe gar nichts mehr, Ich ja auch nicht. sagt Kawabe gereizt. Aber ich denke, dass es ein geheimes Gesetz geben muss, wie alles zusammenhängt, das man einfach noch nicht kennt. Die Menschheit hat schon so viele Dinge entdeckt. Zum Beispiel, dass die Erdkugel von einer Luftschicht umgeben ist. Und warum der Wind weht. Oder warum Vögel fliegen. Und deshalb haben wir Flugzeuge. Wir haben sogar Flugzeuge, die schneller als der Schall fliegen können. Aber ich habe keinen Vater. Warum nicht? Nachdem alles auf einmal aus ihm herausgesprudelt ist, sagt Kawabe unvermittelt: Gehen wir. Warte, sagt der alte Mann bestimmt. Er eilt durch den Garten, ohne auf die Kosmeen zu achten, geht ins Haus und bringt eine Wassermelone und das Küchenmesser auf die Veranda. Dann schneidet er die Melone in 4 Stücke und reicht eines davon Kawabe. Iss, bevor du gehst. Nein. Kawabe schaut verlegen nach unten. Doch. Kawabe und ich sitzen am Beckenrand des Schulfreibads. Yamashita schwimmt auf dem Rücken. Beim alten Mann ist für uns fast nichts mehr zu tun. Er kauft gesunde Sachen, kocht richtig, putzt seine Wohnung und wäscht die Wäsche. Nanu, Kawabe guckt in alle Richtungen. wo ist Yamashita? Schon wieder raus? Komisch. Hey, guck mal. Kawabe zeigt mit dem Finger auf etwas unter Wasser. In diesem Augenblick ertönt ein schriller Pfiff und Frau Kondo, die Sportlehrerin, springt ins Becken. Ihr blau-grün gestreifter Badeanzug schießt durchs Wasser und gleich darauf zieht sie vom Beckenboden etwas Schlaffes nach oben. Yamashita! Alle versammeln sich am Beckenrand. Yamashita liegt mit halb geschlossenen Augen regungslos da. »Ist er tot?« fragt jemand. Ohne zu antworten, beginnt die Lehrerin rhythmisch mit beiden Händen kräftig auf Yamashitas Brust zu drücken. Die Lehrerin kneift mit ihren Fingern Yamashitas Nase zu, legt ihre Lippen auf seinen Mund und bläst Luft hinein. Oh Gott, er stirbt. Murmelt Sugita hinter mir. Yamashita! Pummel! Reiß dich zusammen! Schreie ich ihn an. Blut strömt in seine Wangen. Zitternd heben sich seine Augenlider. Hä? Was macht ihr alle hier? Was ist los? Nachdem sich Yamashita eine Weile im Sanitätsraum der Schule erholt hat, gehen wir 3 zusammen nach Hause. Du hattest vielleicht ein Glück. Frau Kondo hat dich geküsst. Kawabe sagt das, ohne Yamashita anzusehen. Ein Riesenglück. Stimme ich ihm zu. Und? Wie war's? Fragt Kawabe. Ich war doch bewusstlos. Ich habe ihre Lippen gar nicht gespürt. Dummkopf, ich will wissen, wie das war, als du bewusstlos warst. Du warst ja fast tot. Ich weiß noch, ich habe in einem Bein einen Krampf gekriegt. Aber dann... Du kannst dich an nichts mehr erinnern? Nein. Weißt du auch nicht, ob es wehgetan hat? Nein. Aber ich habe geträumt. Ich war im Meer. Ich bin auf dem Rücken eines Fisches geritten. Es war ein Goldbutt. Er hat mit mir geredet. Die Meeresprinzessin ist krank, hat er gesagt. Damit sie gesund wird, muss sie gutes Sashimi von einem Goldbutt essen. Bitte schneide aus mir Scheiben und mach Sashimi für die Prinzessin.
Und, hast du das gemacht? Ich dachte, ich kann doch keinen Goldbutt töten, der Menschensprache spricht. Deshalb habe ich zu ihm gesagt, dass ich jetzt lieber heimgehe und später wiederkomme. Und dann? Dann? Bin ich aufgewacht. Ach so. Ich kann Sashimi aus einigen Fischen machen, aber noch nicht aus einem Goldbutt. Ich will nicht sterben, bevor ich das kann. Wird es für mich auch irgendwann etwas geben, das für mich so wichtig ist? Ich glaube, jeder braucht irgendein Ziel. Egal, ob er es erreicht oder nicht. Wozu lebt man sonst? Es ist die 1. Augustwoche. Ein Taifun braust über unsere Stadt. Wenn er eine Atempause macht, hört man den Regen an die Fensterscheiben prasseln. Meine Mutter ist auf dem Sofa eingeschlafen. Mama, Mama. Ich halte mein Ohr ganz nah an ihren Mund. 1, 2, 3. Sie riecht nach Wein. Ich richte mich vorsichtig auf, um sie nicht zu wecken. Kaum habe ich die Haustür geöffnet, werde ich vom Sturm mitgerissen. Ich renne los. Ich hatte es befürchtet. Im Garten des alten Mannes liegen die Kosmeen in allen Richtungen schlaff im Wasser. Komm schnell rein. Mit ganzer Kraft stemmt der alte Mann die Tür auf. Beeil dich. Kaum bin ich drinnen, fällt die Tür mit einem Knall zu. Hallo. Yamashita streckt seinen Kopf aus dem Wohnzimmer. Na, kommst du auch noch? Kawabe erscheint neben ihm. Wir lassen uns auf das Sofa fallen, als ob wir hier zu Hause wären. Kiyama, schalt mal den Fernseher ein. In den Nachrichten kommen Bilder aus irgendeinem Land, wo ein Krieg ausgebrochen ist. Die Bilder zeigen Kampfflugzeuge, die startbereit in einer Reihe stehen. Warst du auch mal im Krieg? Fragt Yamashita den alten Mann. Ja. Jetzt wollen wir alles wissen. Bist du geflogen? Nein. Was hast du gemacht? Es war halt Krieg. Bitte, erzähl uns vom Krieg. Was war deine Aufgabe? Ich lief im Dschungel rum. Nur rumgelaufen? Erzähl doch, bitte. Ich hab's vergessen. Bitte, bitte, bitte! Ihr nervt mich. Bitte, erzähl doch. Wir wollen doch nur wissen, wie es im Krieg ist. Es ist schrecklich. Was meinst du mit schrecklich? Schrecklich. Er schweigt. Sein rechtes Bein zittert. Er sieht uns flüchtig von der Seite an. Dann schließt er fest seine Augen. Nach dem Krieg war er nicht mehr zu seiner Frau zurückgekehrt. Er hatte ihr nicht mal eine Nachricht geschickt, um zu sagen, dass er noch am Leben war. Er war einfach, ohne irgendeine Erklärung, untergetaucht. Seine schrecklichen Erlebnisse im Krieg haben dazu geführt, dass er sein Zuhause, seine Frau und alle anderen wichtigen Dinge seines Lebens verlassen hat. Warum das so ist, verstehen wir nicht so ganz. Aber wir sind uns sicher, dass es so gewesen ist. Wir verabschieden uns vom alten Mann. Das Unwetter hat etwas nachgelassen. Wir ducken uns gemeinsam unter einen Regenschirm und laufen los. Kiyama. Kiyama. Erschrocken wache ich auf. Es ist Nacht und ich liege im Bett. Kawabe rüttelt an meinen Schultern. Ach ja, ich bin ja im Fußballlager. Hey, Kiyama, flüstert Kawabe. was ist? Er muss aufs Klo. Wer?
Yamashita! Dann soll er doch gehen. Er hat aber Angst allein. Du kannst ja mitgehen. Mach ich ja. Aber vielleicht musst du auch? Nein. Komm doch mit. Auf nackten Füßen tappen wir durch den finsteren Gang. Glaubt ihr, der Miso-Schlecker ist hier irgendwo? Flüstert Kawabe. Yamashitas Stimme zittert. Ich hab vorhin einen Schatten gesehen. Quatsch, sage ich. So ein Ungeheuer gibt es nicht. Aber auch mir schlottern die Knie. Ich bin froh, als wir an den Toiletten sind. Mach das Licht an. Wir sind alle gleichzeitig mit Pinkeln fertig. Das zeigt, wie gute Freunde wir sind. Ich bin nicht gern an dunklen Orten, sagt Yamashita und blickt in den finsteren Gang, den wir zurückgehen müssen. Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir Angst vor der Dunkelheit? Vielleicht, weil dort Gespenster lauern, überlegt Yamashita. Oder weil es ein menschlicher Instinkt ist. Genau. Aber denk das mal zu Ende. Kawabe scheint eine Erleuchtung zu haben. Wir haben vielleicht Angst, weil wir nicht wissen, was sich in der Dunkelheit verbirgt. Eben, nickt Kawabe. Das ist der Grund für die Angst. Dass wir etwas nicht verstehen können. Deshalb haben sich die Menschen so viele Geister und Gespenster ausgedacht und ihnen sogar Namen gegeben. Wenn man weiß, wie etwas aussieht und heißt, dann ist es nicht so fremd und man hat weniger Angst davor. Wir rennen zurück durch den dunklen Gang und schlüpfen schnell in unsere Betten. Am nächsten Tag spielen wir einen Match. Ich will nicht schon wieder Torwart sein, murrt Yamashita. Mecker nicht. Wir verteidigen gut, raunzt Kawabe ihn an. Wird schon klappen. Ich klopfe Yamashita auf die Schultern. Wir werden alles geben, denn wir wollen gegen Sugitas Mannschaft gewinnen. Los jetzt! Mit Volldampf! Schreit Sugita seiner Mannschaft zu. Kawabe flitzt wie ein Blitz zwischen den Gegnern hindurch. Sugita versucht, ihm den Ball abzujagen. Aber Kawabe schüttelt Sugita ab und passt mir den Ball zu. Ich ziehe sofort ab und... Tor! Matsushita, der gegnerische Torwart, hat keine Chance. Jetzt schaltet Sugita auf Gegenangriff. Im Alleingang durchbricht er mehrmals unsere Verteidigung und schießt so 3 Tore. Yamashita ist ganz verzweifelt. Und schon rennt Sugita wieder auf unser Tor zu. Ich will ihn im hinteren Mittelfeld abfangen. Kawabe folgt ihm dicht auf den Fersen. Er lässt sich nicht abschütteln. Pass auf! Rufe ich einem unserer Verteidiger zu. Doch im selben Moment fliegt der Ball schon links an mir vorbei in Richtung Tor. Ein Weitschuss. Ganz kurz breitet sich Angst in Yamashitas Gesicht aus. Lauf! Schreit der Trainer. Nein, bleib! Fang! Fang! Im nächsten Moment trifft der Ball Yamashitas Gesicht. Fällt dann zu Boden, springt einige Male auf und rollt schließlich Kawabe vor die Füße. Yamashita, tolle Reaktion! Ruft Kawabe, während er den Ball weit nach vorne kickt. Ihr seid echt ein fabelhaftes Trio, spottet Sugita, als wir beim Abendessen im großen Saal sitzen. Bestimmt ärgert er sich, dass seine Mannschaft gegen uns doch noch verloren hat. Nach Yamashitas sensationeller Abwehr war unsere Mannschaft endlich aufgewacht und hatte das Spiel noch gedreht. Aufs Klo geht ihr auch zusammen, sagt Sugita höhnisch. Wisst ihr, dass diese 3 immer zusammen aufs Klo gehen, weil sie Angst vor Gespenstern haben? Verschworenes Pinkeltrio, grinst Matsushita. Wir haben überhaupt keine Angst vor Gespenstern, behaupte ich. Du lügst, stichelt Sugita. Ich habe vergessen, dass er im Zimmer neben der Toilette schläft. Er hat uns sicher letzte Nacht gehört. Und du? Hast du etwa keine Angst? Wehre ich mich. Nee, antwortet Sugita gelassen. In dieser Nacht gehen wir wieder zu dritt aufs Klo. Wir geben zu, dass wir Angst haben.
In der Toilette sind aber gerade andere Besucher. Sugita und Matsushita. Die beiden stehen mit dem Rücken zu uns und pinkeln. Ich kratze an der Glasscheibe der Klotür. Die beiden springen vor Schreck einen halben Meter in die Luft. Natürlich machen sie sich dabei ihre Pyjamahosen nass. Ätsch! Im nächsten Augenblick geht Sugita auf Kawabe los. Und bevor er zum Gegenangriff übergehen kann, nimmt ihm Sugita die Brille weg. Das ist gemein. Ich packe ihn am Arm, gerade als er Kawabes Brille auf den Boden schleudern will. Sugita packt meine Haare. Ich gebe ihm eine Ohrfeige. Au! Jetzt kommt noch Matsushita dazu. Und zuletzt stürzt sich Yamashita auf den wilden Knäuel, der sich auf dem Boden herumrollt. Hey, was ist denn hier los? Die wütende Stimme des Trainers dröhnt über den Gang. Nachdem unsere Wunden versorgt sind, müssen wir zur Strafe alle zusammen die Toiletten sauber machen. Ich putze schweigend. In dieser Nacht ist der Sieger, der ohne zu jammern arbeitet. Schaut da, schreit Yamashita aufgeregt. Knospen! Und das, obwohl wir sie so spät gesät haben. In der Woche, in der wir im Trainingslager waren, sind die Kosmeen ganz schön gewachsen. Es weht ein leichter Wind. Ist der Herbst schon im Anmarsch? Kommt, wir überraschen unseren alten Mann. Kawabe holt aus seiner Tasche einen Stofffrosch heraus. Den haben wir in einem Souvenirshop für ihn gekauft. Hey, wollen wir wetten, was er gerade macht? Schlägt Kawabe vor. Mittagsschlaf, vermutet Yamashita. Badewanne putzen, sagt Kawabe. Ich weiß nicht. Ah, du hast keine Fantasie, Kiyama. Sag irgendwas. Fingernägel schneiden. Wir schleichen auf die Veranda. Die Glasschiebetür ist leicht geöffnet. Als wir hineinschauen, sehen wir den alten Mann auf dem Sofa liegen. Seine Hände hat er auf der dünnen Sommerdecke locker übereinander gelegt. Vorsichtig machen wir die Schiebetüre auf. Ich habe gewonnen, flüstert Yamashita. Aber dann merken wir es alle gleichzeitig. Er schläft gar nicht. Wir spüren es ganz deutlich, tief in unserem Inneren. Auf dem Esstisch steht eine Schale mit Trauben. Wahrscheinlich hat er die Trauben gestern vor dem Schlafengehen dorthin gestellt, weil er sie heute zusammen mit uns essen wollte. Er hat auf uns gewartet, sagt Yamashita, während er sich mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen wischt. Kawabe hat sich in eine Ecke verkrochen. Ab und zu ist ein leises Schluchzen zu hören. Ich pflücke eine Traube ab. Bitte. Ich strecke sie dem alten Mann hin. Nimm. In einem Buch habe ich einmal den Satz gelesen: Ein friedlich ruhender Toter, der zu schlafen scheint. Dieser Ausdruck passt zu unserem alten Mann aber gar nicht. Er sieht zwar sehr zufrieden aus und hat ein feines Lächeln im Gesicht, aber man denkt nicht, dass er schlafen würde. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich einen Toten. Ich habe keine Angst. An Gespenster, Geister oder Ungeheuer denke ich in diesem Moment überhaupt nicht. Der Körper unseres alten Mannes liegt ruhig und ganz vertraut vor mir, so wie ein altes Kleidungsstück, das man lange getragen hat. Plötzlich geht alles ganz schnell. Nachdem wir bei der Polizei angerufen haben, erscheint ein Amtsarzt. Und auf einmal ist das Haus voller Erwachsener. Polizisten stellen uns Fragen. Wann habt ihr ihn gefunden? Was wolltet ihr hier? In welchem Verhältnis steht ihr zu dem alten Mann? Wir sind gekommen, weil wir kommen wollten, schreit Kawabe und ist ganz außer sich. Danach lassen sie uns in Ruhe.
Am nächsten Tag ist die Beerdigung. Die Schiebetür im Haus des alten Mannes steht weit offen. Hinten im Zimmer steht ein Sarg, geschmückt mit weißen Chrysanthemen. Der Priester kommt eine halbe Stunde zu spät und trägt hastig die Sutren vor. Danach gehen wir und ein paar Leute aus der Nachbarschaft nacheinander zum Sarg und beten. Jeder nimmt ein bisschen Weihrauch und legt ihn auf ein brennendes Weihrauchhäufchen. Der Sargdeckel wird geöffnet. Der alte Mann ist seit gestern kleiner geworden und er sieht viel steifer aus. Ich denke, ich will ihn nicht sehen. Der da ist nicht unser alter Mann. Kawabe und Yamashita fangen an zu weinen. Ich auch. Später stehen die Nachbarinnen im Garten herum und unterhalten sich flüsternd. Sie versuchen mit Fächern oder Taschentüchern die schwirrenden Mücken zu vertreiben und treten dabei auf unsere Kosmeen. Wir setzen uns auf die Bank vor dem Haus. Es ist sehr heiß. Es ist, als wäre der Sommer noch einmal zurückgekehrt. Ein Mann kommt zu uns. Er soll der Neffe unseres alten Mannes sein. Hallo, ihr drei. Er setzt sich neben uns. Ihr seid die 3 Jungen, die meinen Onkel immer besucht haben, ja? Wir nicken. Das Haus soll abgerissen werden. Wisst ihr das? Was? Hat er einen Brief oder sowas hinterlassen? Will Kawabe wissen. Ja, hat er, antwortet der Mann gleichgültig. Da steht, dass man einen von euch benachrichtigen soll, wenn er stirbt. Als wir das hören, fühlen wir uns wie von einem Hammer getroffen. Da stehen nur eure 3 Namen. Ich habe zuerst nicht gedacht, dass ihr das sein könntet, weil wir Kinder sind, sage ich barsch und schaue ihm in die Augen. Ja, wahrscheinlich. Etwas betreten steht er auf. Dann sagt er noch: Sonst hat er niemanden gehabt. Kein Wunder, er hat einfach so gelebt, wie es ihm gepasst hat. Er geht davon. Wir sitzen schweigend auf der Bank. Wenn er noch am Leben wäre, könnte ich ihm so viel erzählen. Vom Fußballlager und unserem Kampf in den Toiletten. Und er könnte mir einen Rat geben, denn ich habe ein bisschen Angst vor der Mittelschule und davor, dass alles anders wird. Im nächsten Sommer hätten wir wieder zusammen Wassermelone essen können. Und der Garten wäre noch schöner geworden. Ich glaube, er hat sein Bestes getan im Leben. Ja. Mhm. Ich werde auch mein Bestes tun, sage ich im Stillen zu ihm. Unser Sommer ist zu Ende. Ein paar Wochen sind vergangen seit dem Tod unseres alten Mannes. Noch einmal stehen wir 3 im Garten vor dem Haus. Überall blühen die Kosmeen. Sie sind zwar nicht sehr groß, aber ihre Blüten leuchten wie Flämmchen zwischen dem grünen Unkraut, das wieder überall gewachsen ist. Was wird hier wohl gebaut? Fragt Yamashita leise. Er streicht mit der Hand über die Glasschiebetür der Veranda, die jetzt ganz geschlossen ist. Morgen wird alles abgerissen. Jeder von uns pflückt einen Blumenstrauß. Dann gehen wir. Vor der Haustür dreht sich Yamashita um und starrt auf den Trittstein. Es ist der Trittstein, auf den er damals den Teller mit Sashimi gestellt hat. Kawabe steckt sein Gesicht ganz tief in den Blumenstrauß. Dann sagt er: Gehen wir. Und läuft einfach los. Wir rennen hinter ihm her. Dann gehen wir gemeinsam die Straße entlang. Als die Kosmeen in der Vase allmählich welk werden, muss meine Mutter ins Spital.
Das kommt bestimmt daher, dass sie so viel getrunken hat. Als mein Vater das erfährt, ist er furchtbar böse auf sie und nennt sie einen Dummkopf, als wäre ihre Krankheit eine Schande. Meine Mutter heult und entschuldigt sich. Nachdem sie aber einige Zeit im Spital liegt, besucht er sie immer öfter. Er kommt jetzt auch etwas früher nach Hause, obwohl er immer behauptet hatte, das ginge nicht, er habe so viel zu tun. Eines Abends fragt er: Was willst du werden, wenn du erwachsen bist? Ich weiß nicht, sage ich, und nach kurzem Nachdenken: Ich möchte gern etwas schreiben. Du willst Schriftsteller werden? Jetzt ist mein Vater überrascht. Ich will aufschreiben, was ich nicht vergessen möchte, und es wäre schön, wenn ich das mit anderen teilen könnte. Einige Monate sind vergangen. Es ist der Tag der Abschlussfeier unserer Grundschule. Wir sind auf dem Heimweg und jeder von uns hält die gerollte Schulurkunde in der Hand. Ich habe die Aufnahmeprüfung für eine private Mittelschule geschafft. Yamashita ist durchgefallen, was ihn und selbst seine Mutter nicht weiter stört. Wisst ihr, meine Mutter hat es endlich eingesehen. Jetzt findet sie auch, dass Fischhändler ein guter Beruf für mich wäre. Sie meint, ich sei im Messerschleifen schon mindestens genauso geschickt wie mein Vater. Er wird auf die öffentliche Schule in der Nähe gehen. Genau wie unsere Mitschülerinnen Tajima und Sakai. Ich bin ein bisschen neidisch. Aber in deiner neuen Schule gibt es sicher auch nette Mädchen, tröstet mich Yamashita. Sicher gibt's auch Typen wie Sugita und Matsushita, erwidere ich. Na und? Meint Kawabe. Wir können mit jedem kämpfen. Kawabe wird mit keinem von uns auf die Schule kommen. Seine Mutter will wieder heiraten. Ihr neuer Mann arbeitet im Ausland und Kawabe muss mitgehen. Ich habe zuerst Nein gesagt, als meine Mutter wieder heiraten wollte, sagt Kawabe. Klar, ich habe mir einen Vater gewünscht. Aber als plötzlich ein Fremder mein Vater werden sollte, fand ich das nicht gut. Aber jetzt denke ich, ich schaffe das schon. Wir leben als eine Familie in einem fremden Land. Da muss ich einfach klarkommen. Du bist ganz schön tapfer, sagt Yamashita. Findest du? Yamashita nickt. Schweigend trotten wir weiter bis zur Kreuzung. Macht's gut, rufen wir einander zu und gehen auseinander. Mir ist nichts eingefallen, was ich noch hätte sagen können. Ich gehe nach rechts, Kawabe nach links und Yamashita weiter geradeaus. Noch etwas, höre ich Yamashita plötzlich hinter mir rufen. Wir laufen alle zur Kreuzung zurück, jeder aus seiner Richtung. Er hat recht, es fehlt etwas. Wir sind zu schnell auseinandergegangen. Kawabe und ich schauen Yamashita erwartungsvoll an. Er wird ein bisschen verlegen. Dann sagt er mit einem Lächeln: Ich kann jetzt in der Nacht allein aufs Klo gehen. Ich habe keine Angst mehr. Was? Das war alles? Kawabe und ich sind enttäuscht. Schnell sagt Yamashita noch: Wir haben ja einen Freund im Himmel. Das macht Mut, oder? Nach einem kurzen Moment brüllt Kawabe: Ja, das stimmt! Ich nicke wie verrückt. Am liebsten würde ich den dicken Yamashita boxen. Zufrieden atmet Yamashita tief durch. Also dann. Er dreht sich um und rennt davon. Kawabe und ich starren ihm hinterher. Dann sehe ich Kawabe ins Gesicht und bin überrascht. Er, der immer so unruhig und hibbelig ist, steht ganz ruhig da und sieht richtig glücklich aus. Ich spüre etwas wie frischen Wind in mir. Ich wiederhole Yamashitas Worte. Also dann. Wir sehen uns. Ganz bestimmt. Ich drehe mich um und renne los, so schnell ich kann.
Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.